Hey zusammen und willkommen zu einem neuen Video, ein themabezogenes Video sozusagen. Es ist wieder mal Battlefield 3 dran und ich wollte mal ein bisschen darüber reden, so das ganze COD Battlefield Gelaber, wo mir langsam einfach auf den Sack geht. Also übrigens spiele ich hier live, also wenn ich irgendwie so ein bisschen nicht so bei der Sache bin oder so, oder ein bisschen vergebe. Ja. Ist aber ein bisschen schwierig zu kommentieren über ein Thema und gleichzeitig zu gamen, auch wenn man es nicht allzu extrem drauf hat. Ja, geil, der hat ihn nicht so wieder belebt, das war ein bisschen scheisse. Auf jeden Fall geht es um COD gegen Battlefield. Das ganze Gelaber unter jedem Battlefield-Video, irgendwie COD ist besser, unter jedem COD-Video Battlefield ist besser. Und haben wir einfach so ein bisschen die Überlegung gemacht, das ist einfach Zeug, das kannst du gar nicht vergleichen, es sind einfach zwei andere Games. Es ist zwar nicht so unterschiedlich wie FIFA und Sims zum Beispiel, aber es ist einfach gleich etwas anderes. Das ist zum Beispiel, ich habe mir eben eine Überlegung gemacht, das ist wie zum Beispiel, ja, das ist wie zum Beispiel irgendwie Äpfel mit der Birne vergleichen. Es ist eigentlich, das Prinzip ist das gleiche, also das Prinzip ist das gleiche, es ist eine Frucht, das ist so ein bisschen ähnlich, aber es ist gleich etwas ganz anderes. Oder ein Tiger und ein Löwe vergleichen kannst du ja auch nicht, weil es ist zwar fast das gleiche, beides Raubkatzen, aber es ist gleich etwas anderes. Das sind zwei Ego-Shooter, aber ganz andere Games. Battlefield hast du eher den Realismus und nachher COD hast du halt mehr das Gameplay, weil man kann noch so sagen, COD unrealistisch, COD scheiße, aber es macht auch gleich einfach Spaß zum Spielen. Egal was ein paar sagen. Und ja, Battlefield hat man eben dann einfach den Realismus oder zum Beispiel Fahrzeuge oder größere Maps. Es kommt einfach darauf an, auf was man mehr Bock hat. Und es ist schon möglich, dass man beides gerne hat. Es ist nicht immer so, oh fuck. Es ist nicht nur so, dass man kann sagen, wenn Battlefield gerne hast, hast du COD nicht gerne. Wenn COD gerne hast, hast du Battlefield nicht gerne. Und keine Ahnung, ich finde es einfach langsam, ist es wirklich ein bisschen Bullshit, weil Black Ops 2 ist zwar wirklich ein riesen Bullshit, aber einfach was es Alben macht, wenn es plötzlich einfach rausschießt oder so. Ist einfach Scheissdreck und das nimmt dann nachher auch ein bisschen den Spielspaß, aber wenn es funktioniert und wenn es auch keine Shotgun-Bobs in der Lobby hat, dann macht es dann halt gleich irgendwie Spaß, egal was. Oh, what the fuck? Die haben wir jetzt alle gesehen. Der macht M16A3, weißt du, OP-Waffe. Es macht nicht gleich auch Spaß. Und ja, auch wegen dem muss man nicht gerade sagen, COD ist scheiße, weil. Lol. Wir sind ja gerade auf Musik spielen. Egal. Auf jeden Fall finde ich einfach aber ein bisschen krank, weil unter jedem Video einfach ein hure Gestürm losgeht, wo er beleidigt wird, nur weil ein paar unterschiedliche Meinungen haben. Und ja, ich bin jetzt eher so, dass ich da so eher ein bisschen neutral gestimmt bin. Und dass mir das eigentlich ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ich bin einfach hängen. Ich hoffe mir auch wahrscheinlich beides. Und dann sehe ich dann, was besser ist. Und muss ja nicht vorher sagen, oh, das wird gut, das wird scheiße, sondern ich sehe einfach, das ist an dem gut, das ist an dem besser. Wegen dem kaufen wir es, wegen dem kaufen wir es nicht. Oder ich habe mir es ja schon gekauft, beziehungsweise wenn ich sie beide habe. Aber ja, jetzt spiele ich einfach noch ein bisschen. Ist natürlich gescheit, in die Leute reinzulaufen. Und ja, dann kann ich ja gerade, wenn ich schon so ein bisschen gesagt habe, was ich über das ganze Vergleich gedöns meine, kann ich ja noch ein bisschen darüber reden, was ich von den Spielen erwarte. Also zum Beispiel Battlefield 4 wird sicher geil. Also das Zeug, was man bis jetzt gesehen hat, das was man bis jetzt gesehen hat, das was man bis jetzt gesehen hat, sieht ja echt geil aus. Man kann natürlich sagen, es hat sich nicht so viel verändert vom Vorgänger. Aber jetzt zum Beispiel gerade Grafik bezogen, ich meine, was willst du noch ändern? Die Grafik ist jetzt wirklich schon fast perfekt, wenn man nicht so einen scheiß PC hat wie ich. Wenn man die Grafik aufstellt, ist sie ja wirklich schon fast perfekt und so viel kannst du einfach nicht mehr verändern. Und ein bisschen besser wird es ja gleich, also das mit der Zerstörung, Frostbite 3 und so. Und ja, ich habe das Gefühl, es wird ein geiles Game. Ich freue mich drauf, auf die Maps, halt, das ist auch immer das Highlight, neue Maps zu sehen.
Und zum Beispiel im COD Ghosts freue ich mich auch drauf. Es hat auch ein paar interessante Features, die so sind vorgestellt worden. Und ja, ich habe eigentlich das Gefühl, es werden beide Games recht geil. Wenn ich ehrlich bin. Ah, schon muss ich die ganze Zeit reviven. Ah, ich will nicht getötet werden. Uncool. Ja, auf jeden Fall COD Ghosts hat zum Beispiel ein paar interessante Killstreaks und ein sehr interessantes System. Also scheint haben wir nicht mehr einfach Klassen, sondern so wie Squad. Also man hat ein eigenes Team aus Soldaten. Und ja, jeder von diesen Soldaten kann man nachher halt machen, sozusagen, und kann auswählen, mit welchem man spielen will, und jeder kann man nachher eigentlich aufleveln. So ist, glaube ich, so, was ich bis jetzt gehört habe, das Prinzip davon. Und ja, ich habe eigentlich das Gefühl, es wird geil. Beide Games werden geil. Wir schauen dann, was uns erwartet. Aber Battlefield wird nach wie vor auch das Game sein, das mehr Fun macht. Auch wenn ich vielleicht mehr COD spiele. COD hat halt einfach das grosses Suchtpotenzial, weil dort gehst du einfach rein, fetzt ein bisschen durch. Und auf eine Art kann es aber schon ein bisschen mehr Spaß machen, aber im Battlefield bin ich halt besser als im COD. Also auch nicht irgendwie Pro-like, aber besser. Und ja, ich denke, ich werde am Anfang mehr Battlefield spielen, aber wenn ich mal im COD drin bin, würde ich auch das spielen. Also auf den Kanal bezogen wird sicher beides kommen. Auf was ich mich auch freue, ist zum Beispiel Titanfall. Das wird sicher auch ganz geil. Das ist so eine Mischung aus COD, Battlefield und Haken. Haken, wenn ihr das nicht kennt, das ist so ein... what the fuck? Das ist so ein Roboter-Game, also das ist so... Eigentlich... Du kannst in Roboter rein und stehst nicht der Roboter, und das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip bei Titanfall. Wer Titanfall noch nie davon gehört hat, ich tue den Link vom Trailer in der Beschreibung von COD Ghosts und Battlefield 3 natürlich auch, wenn ich darüber rede. Ich weiß nicht, wie lange ich das Video jetzt noch mache, ich tue jetzt einfach mal ein bisschen spontan schauen. Bam, Bitch. UMP ist irgendwie so... Die UMP ist zwar noch eine geile Waffe, aber lebt er noch? Ja, der lebt. Oh, der hat mich noch fast gekillt, das wäre geil gewesen. Nein, ich will nicht sterben. So. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich habe das Gedächtnis, gell. Ah, die UMP, genau. Die UMP ist eine geile Waffe, vor allem. Also, das ist halt nicht so schnell immer, aber das Geile an der Waffe finde ich halt einfach. Wenn man so schießt, finde ich, ist die UMP eine Waffe, wo man auch richtig das Gefühl hat, also ein bisschen vom Rückstoß und so. Und das steigert dann halt auch ein bisschen das Gameplay-Gefühl, und ich finde, das ist auch wichtig bei einem Game. Das Gameplay, ja, ist tatsächlich wichtig. Und ja. Wenn ich mich nicht täusche, ist glaube der Jano im Server, ist er? Ja, erst im Gegnerteam. So eine Note. Wir nehmen es jetzt nicht zu zweit auf. Ich kann eigentlich einfach jetzt gerade kurz darüber reden, dann habe ich auf Battlefield gestartet, und weil ich einen Server suche, habe ich einfach jemanden nachgejoint, und das ist, wie es aussieht, Mr. Jones 396 gewesen. Oh Kacke, wir haben das Einsatzziel verloren, so schlimm. Ja, ich hoffe halt wirklich, dass es nicht so anspruchsvoll wird von der Grafik her, weil ich hoffe mir jetzt eine neue Grafikkarte. Und das wäre scheiße, wenn ich eine neue Grafikkarte habe und es gleich nicht funktioniert richtig. Und darum hoffe ich, dass es nicht allzu ansprechend wird, aber lol. Was man bis jetzt gehört hat, sollte der Unterschied nicht so riesig sein. Von dem her wird das sicher, den muss ich jetzt gerade wiederbeleben. Von dem her wird das sicher aushaltbar sein. Ja, nein, muss ich nicht wiederbeleben. What the fuck? Aha, jetzt rushen wir aber rein da. Lol, what the fuck, ich hab doch wiederbelebt, du hast Game. Also nein, eigentlich ist es ein geiles Game, aber ich muss ja irgendetwas haben, was ich reklamieren kann. Wow, geht es ab. Das ist halt das Geile an Battlefield, wenn man so richtig drin ist, dann fetzt es einfach nur noch. Und dann kann man mir sagen, was man will. Das ist einfach so. Oh fuck. Das regt mich auch ein bisschen auf, dass man sich gegenseitig eliminieren kann. Ist nicht so logisch, aber irgendwie ist es gleich logisch. Aber ja. Mit dem Realismus wollen wir es ja auch nicht übertreiben, weil sonst ist es ja kein Game mehr, und es sollte ja immer noch ein Game sein. Ich würde sagen, ich spiele jetzt noch, bis sie da geplantet haben.
Und nachher ist dann das Video mal fertig. Auf jeden Fall, Endfazit, ich hoffe mir beide Games. Ich habe das Gefühl, beide werden geil. Das hure Gestreite regt mich auf. Peace and Flowers oder so. Nein, auf jeden Fall regt es mich auf. Ich freue mich auf beide Games. Und ich halte mich da ein bisschen draus. Und schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. What the fuck. Erstens zu den 3 Games, die ich erwähnt habe in diesem Video. Und zweitens zu dem ganzen Gestürm, was es besser ist. Schreibt einfach mal rein, was ihr findet. Und ja. Aber wie gesagt, jetzt spiele ich da noch schnell. Ah, sie hat plantet. Ja, das ist gut. Der ist ja der Endpunkt von diesem Video gerade festgelegt. Wenn man das so kann sagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann. Tschüss zusammen.